Geschwind als Osteren. An ich meine, es gibt kein Feiertag zu Lützeburg, wo mehr vergisst geht, für was man eigentlich feiern. Was geht es? Eher Hosen, Freiuhr, ja, und das alles. Mir war das eigentlich der Grund, für was wir feiern. Die Ostergeschichte geht den Jesus. Es geht darum, dass der Jesus Kreuz gestorben ist und dann 3 Tage danach, da das dann Ostern, von den Deutschen Obersternen ist. Und okay, für dich ist das vielleicht eine Märchengeschichte, das nicht wahr, das nicht wirklich geschieht. Die Sache wissen wir, dass sie wirklich geschieht sind. Die Jesus wird wirklich gelebt. Wir haben Dokumente, die beweisen, dass er wirklich gelebt hat auf der Erde. Wir haben mehr Dokumente sogar, die weisen, dass Jesus gelebt wird, wie das den Sokrates gelebt hat oder den Hannibal. Wir bezweifeln aber nicht, dass den Hannibal oder Sokrates gelebt hat. Da sind wir uns ganz sicher. Das ist auch ganz sicher, dass die Jesus Kreuz gestorben ist. Das steht in der Bibel, das sind Dokumente, wo das sagen. Wie was in der Bibel nicht lebt, es gibt auch andere Dokumente, die geschrieben sind von Leuten, die mal nicht Christen sind, die gesagt haben, die Jesus wird gelebt und die Jesus als Umbrucht gehen von den Römer und zwar Kreuz. Und dann ist natürlich die eine Sache, die wichtig ist, dass in Oberstanden ist. Dafür habe ich keinen Beweis. Ich habe kein Dokument, wo das beweist, außerhalb von der Bibel. Wenn du der Bibel nicht glauben willst. Für was sollst du das also glauben? Naja, wir haben den Jesus, den es wirklich definitiv gab, geschichtlich gesehen bewiesen, den er Leben gelebt hat, was theoretisch perfekt war, das sieht die Bibel. Auf jeden Fall, ein ganz gut Leben kann kein ihm etwas vorgehalten. Und die Leute, die müssen nicht definitiv probiert, und auch heute noch. Und der Jesus, der sich so gut beholt hat selber gesagt, ich muss eigentlich sterben und dann nur 3 Tage Leben gehen. Und da gibt es eine Tatsache Brucht, und Tatsache, so ganz viele Leute, über 500 Leute noch, dass sie ein Leben gesehen haben. Und das klingt verreckt. Ich gehe nicht so, das ist einfach eine verreckt Geschichte. Wenn du siehst, das Blödsinn kannst du nicht übel holen. Mir klingt ja aber auf allermannst interessant. Vielleicht interessant genug, dass du auch Lust hast, Geschichte von mir durchzulesen. Du kannst dir dafür eine Bibel kaufen, das muss aber nicht sein, das kann das ganz einfach im Internet machen. Siehst du auf Google einfach eine Bibel, eine Online-Bibel, und du kannst die Geschichte nur sichern und dann kannst selber lesen und da selber eine Meinung bilden.